Und willkommen zurück, Freunde, zu Yu-Gi-Oh! Duel Accelerator. Auch diesmal ist wieder Zeit für ein Duell, doch jetzt ist unser Exodia-Deck an der Reihe, und zwar im ersten Test gegen Jack Atlas. Oh yes, ziehen wir unsere Karten und... Scheiße. Ja. Zeit für ein Duell! Ich bin am Zug und ich ziehe! Ja, ich hatte auch schon mal eine bessere Starthand. Okay, ein Exodia-Deck. Worum geht es überhaupt? Bei Exodia geht es darum, alle 5 Teile der Exodia, also sprich wie gesagt alle 5 Karten, die die Exodia beinhalten, auf die Hand zu bekommen, weil ich dann automatisch das Duell gewonnen habe. Klingt simpel, die 5 Karten auf die Hand zu bekommen, ist theoretisch auch simpel, die Frage ist bloß wann. Weil auch wenn ein Deck 40 Karten hat, dauert es gewöhnlicherweise eine gewisse Weile, bis wir halt 5 ganz bestimmte Karten auf der Hand haben. Ja. Und hier habe ich halt so eine Strategie, zum Beispiel jetzt mit dem Toon-Inhaltsverzeichnis, den Zauberkarten, die muss ich eben noch tauschen, habe ich in der letzten Folge mal erwähnt. Weil die Karten, die besaß ursprünglich gar nicht, und die mussten noch kurz tauschen, sprich halt mit Goblin-Angriffstrupp auch noch. Das sind insgesamt 200 Karten für diese 4 Karten, also den da plus die und die 2 Zauberkarten im Friedhof, eintauschen musste, damit ich diese jetzt besitze. Weil ich halt so mein Deck schneller machen kann, und das bedeutet mit anderen Worten, schneller an die benötigten Karten kommen kann. Und ihr seht schon, ein Teil der Exodia haben wir bereits auf der Hand. Ja, es hat das linke Bein der Verbotenen. Die Exodia ist eine verbotene Karte, also heißt einfach im Kartennamen so, natürlich ist sie im Grunde genommen nicht verboten, sie sind halt nur limitiert. Und Jack legt gleich richtig los. Verlockende Finsternis, ja, wenn es ihm gefällt. Soll er mal machen, wa? Ja, ich habe auch noch ein paar andere Karten im Deck, die mein Deck ein bisschen... Ein paar andere Karten im Deck, mein Deck, ja, das ist natürlich ein super Satz. Ein paar andere Karten, die mein Deck schneller machen sollten, damit ich so schnell an die Exodia-Teile komme, aber das sehen wir jetzt gleich noch. Jack greift an seinen Großteil-Golem, will er meine UFO-Schildkröte killen. Jetzt werden sich einige von euch fragen, wieso zum Gottes Willen habe ich UFO-Schildkröte im Exodia-Deck? Naja. Mir fehlen noch ein paar bestimmte Monster, und da dachte ich mir, hey, wieso nicht ein bisschen Speed aufbauen mit der UFO-Schildkröte? Wieso? Hallo? Grafikkarte? Ja, eine Grafikkarte kann es eigentlich nicht liegen. Spiel bitte nicht irgendwie Grafik backen, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ja. Mit der UFO-Schildkröte kann ich Feuermonster im Deck holen, und zum Beispiel der Cyber Phoenix ist eine Karte, bei der, wenn sie zerstört wird durch einen gegnerischen Monsterangriff und sie dadurch auf dem Friedhof landet, dass ich dann eine Karte aus dem Deck ziehen kann. Und das will ich ja, so viele Karten wie möglich aus dem Deck ziehen. Ich fürchte nur, Jack hatte andere. Ja. Anders geplant. Okay, mein Zug, ich ziehe, und Topf der Gier. Topf der Trägermann natürlich, kann mir noch helfen, aber erst später, weil Topf der Trägheit hier im Exodia-Deck, das kann auch übel enden, aber es ist momentan leider meine einzige Möglichkeit, um den Kopf der Exodia zu retten, falls der mal auf dem Friedhof landen sollte. Und so ein paar Rettungsversuche kann ja auch nicht schaden. Okay, und hier kommt schon Goblin, Toon Goblin Angriffstrupp. Angreifen will ich mit dem eigentlich nicht, der dient mehr zur Verteidigung. So. Sonst relativ nichts möglich. Ja, so dann ein bisschen. Ja. Ein bisschen langsam, ich hatte eine schlechte Starthand, aber das haben wir im letzten Part mit dem Kristalldeck ja leider auch gesehen. Verflixt. Ich muss da glaube ich nochmal dahinter, dass der ja nicht so lucky abhängig ist. Gleich mein Yu-Gi-Oh! Ist ein Spiel, das auch sehr vom Kartenglück abhängig ist, aber ein bisschen kann man dem schon auf die Sprünge helfen. So. Cyber Phoenix ist besiegt, dadurch wird seine besondere Fähigkeit aktiviert, durch die ich eine neue Karte ziehen darf. Dankeschön, Jack. Oh, Krug der Gier, der kommt in der Regel auch immer gut. Muss in einem Exodia-Deck nicht unbedingt sein. Was ich auch noch spielen könnte, wäre zum Beispiel Exodius. Das ist auch so eine Karte, der vor allem dann seine Macht entfaltet, wenn alle 5 Teile der Exodia im Friedhof sind. Oh, der kommt jetzt gut. Aber ja, Exodus ist so eine Sache, würde ich mal behaupten. Vor allem deshalb, weil ich den nicht habe. Ganz einfach gesagt. Der gehört glaube ich auch zu den Karten, die erst später ins Spiel integriert wurden, sprich erst bei Yu-Gi-Oh! Online 3, und deshalb kann ich sie auch nicht tauschen. Außer mit anderen Spielern, das war die andere Variante.
Ach so, stimmt ja. Noch ein bisschen setzen hier. Vielleicht brauchen wir Topf der Träger noch. Krug der Gier brauche ich sicher. Ersatzsoldat, ja, wenn ich den gleich auf den Friedhof schicke, auch. Weil jetzt setze ich mal Verwandlungszug im Verteidigungsmodus, 3 Karten verdeckt und beende wieder meinen Zug. Was ich damit vorhabe, das seht ihr gleich. Und die Zeit drängt. Ich habe noch knapp 20 Minuten, bis ich die Folge wieder beenden muss. Na? Nein! Ich sag immer na und dann nein, das kommt dir super. Nicht mein Topf der Trägheit, bist du wahnsinnig? Nein. Ist ja kackendoof. Ja, also wenn jetzt irgendwie der Kopf der Exot auf dem Friedhof landet, dann ist es vorbei. Das ist Feierabend. Oh, ich habe mir auch die Karte Wiederkehr ins Deck... nee, nicht Wiederkehr. Ach, wie hieß die? Monster Reinkarnation hieß die, glaub. Also nicht Reanimation, sondern Reinkarnation. Das funktioniert ein bisschen anders. Aber ist ja jetzt auch egal. Alle Karten auf dem Friedhof, die wir auf der Hand haben. Und wir ziehen jeder 5 neue Karten. Die Framerate ruckelt gerade ein bisschen. Irgendwie zwischen 29 und 31. Hin und her. Das ist ja auch schön. Oh. Kanterzerstörung, aber kein... Ja. Kein Exodat-Teil. Das kommt auch gut. Ja, mach du mal. Ich habe eigentlich eine gute Idee. Yep. Das könnte sogar funktionieren. Aber erstmal kurz abwarten, was für eine Karte ich jetzt ziehe. Ich hab's hier doch. Die Karte habe ich vorhin gemeint. Monster-Reinkarnation. Wie auf eine Karte auf mein Monster in deinem Friedhof zu wählen und deine Hand hinzuzufügen. Ist natürlich super bei einem Kopf der Exot. Ja, aber den hole ich mir gleich mit Sangans Hilfe. Jetzt aber, wenn ich noch diese zwei Karten setze, sage ich schon. Ja, diese 2 Karten setze ich und jetzt aktiviere ich Kartenzerstörung, denn ich will die Exodat-Teil haben, die ich noch im Deck habe. Oder halt die Donnerdrachen. Ich habe mir ein paar nette Nicht jetzt. Ein paar nette Donnerdrachen besorgt. Also 4 Teile Filmenexode noch, ein Kopf plus 3 Gliedmaße. Da ist nein, das ist der Kopf. Jetzt läuft der Rappi-Zappi. Rucki-Zucki. Ja, ist auch egal. Kurz überlegen, was spiele ich jetzt? Zuerst mal Emporkömmling der Goblin. Dadurch kann ich eine weitere Karte ziehen, wenn ich dem Gegner 1000 Punkte schenke. Mache natürlich, also schenke. Ich erhöhe seine Punkte um 1000. Oh! Oh! Geschäft mit der finsteren Welt. Das könnte... Nee, das ist gut. Dachte gerade, könnte übel werden, aber klappt schon. Keine Panik auf der Titanic. Ich ziehe eine Karte und lege dann eine ab. Dann ist das super. Ich lege das rechte Bein ab. Habe schon wieder eine Zauberkarte gezogen, auch die spiele ich wieder. Emporkömmling, der Goblin, lulululu. Ja, ihr merkt schon, wir sind im 7. Zug, aber bereits die Hälfte der Karten des Decks sind im Arsch, Eimer. Ja, weil gerade Eimer und Arsch kombinieren, dadurch kommt halt Arsch raus. Jetzt habe ich die 2. Läuft eigentlich super. Moment mal kurz, noch jetzt schwarzes Loch spielen, können wir sogar jetzt schon beenden. Und der vom Friedhof, ich ziehe ein Exodat-Teil aus dem Deck. Dann habe ich noch 2. Noch 2 im Friedhof. Oh, das könnte... Nee, ist noch ein bisschen zu riskant. Weil sonst hätte ich jetzt schwarzes Loch aktiviert und dann im nächsten Zug gewartet, bis Jack angreifen würde und hätte da meine Fallenkarten gespielt, um mir all meine Exodat-Teile doch noch auf die Hand zu holen. Aber so muss ich noch ein bisschen warten. Beziehungsweise ich will warten. Och nö. Jetzt sag mir bitte nicht, der ruft. Nee, das kannst du nicht machen, Alter. Das kannst du nicht machen, nein! Er ruft Rotdrachen Erzunterweltler. Ja, leck mir doch am Tschöpli, hey. Nein! Das ist kackendoof. Ja, Rotdrachen Erzunterweltler, wenn der angreift, dann Pustekuchen. Scheiße. Na klar, ruft auch noch Kleinteil-Golem. Willst du mich verarschen? Nein, ich aktiviere die Fallenkarte später. Wieso seht ihr gleich? Jetzt erstmal kommt der rote Hammer. Absolute Powerful, der verarscht mich doch, ey. Nein, und aus seinem... Entfernt eigentlich der Mann aus dem Feld? Nee. Er schickt es nur auf den Friedhof, er entfernt es nicht aus dem Spiel. Gott sei Dank, ey. Weil jetzt hat der Monster von mir zerstört.
Und dadurch aktiviert es eine besondere Fähigkeit, mit der all meine Monster im Verteidigungsmodus auch zerstört. Hä? Wie jetzt? Ach so! Nee, Moment mal, er muss ein Monster im Verteidigungsmodus zerstören, damit alle meine Monster vernichtet werden. So war das. Ups. Das war mein Fehler. Sorry. Ja, Monster-Effekt aktiviert, dadurch hole ich mir ein Exodia-Teil aus dem Deck. Viel habe ich eh nicht mehr, müssen noch 2 sein, Bingo. Zweimal den rechten Arm der Exodia. Tsching, schön sortiert. Na. So, jetzt aber. Könnte es eine Karte sein, die mir gefährlich wird? Ich gehe kein Risiko ein, Freunde. Jetzt werden Fallenkarten aktiviert, eine nach der anderen. Zuerst einmal den Krug der Gier, Nummer 1. Ja, noch eine schöne Animation dazu. Und jetzt auch der Krug der Gier Nummer 2. Und weil es so schön war, auch noch Ersatzsoldat. Ich überlege gerade, ob ich eventuell noch einen Deck, falls man jetzt Jack irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht. Ich glaube nicht. So, und damit kann ich mir normale Monster, sprich bis zu 3 normale Monster vom Friedhof zurück auf die Hand holen. Und die Glieder der Exodia sind ja normale Monster. Bäm, jetzt fehlt noch ein Exodia-Teil. Komm schon. Nein! Nichts gewesen in den Späßen. Tja, c'est la vie. Der Effekt des Rotdrachen Erzunterweltes kommt jetzt nicht zum Zuge, weil dann würden alle Monster zerstört werden, die in diesem Zug nicht angegriffen haben. Aber es haben ja beide angegriffen. Bingo, ich habe noch Baumfrosch im Friedhof. Haha. Der kommt immer dann wieder zurück, wenn ich keine Zauber- und Fallenkarten auf dem Feld habe. Ist doch geil. Obwohl, das kommt jetzt gerade ein bisschen ungelegen, Freundchen. Weil ich wollte schwarzes Loch spielen. Ja. Habe ich gesagt, ich wollte? Ich spiele auch die Zauberkarte Schwarzes Loch und damit werden alle Monster auf dem Feld zerstört. Sag mal, was hat der denn für verdeckte Karten her? Aktiviert keine einzige. Was soll denn das? Jetzt rufe ich noch Cyber Phoenix im Angriffsmodus. Ich würde ihn ja gerne verdeckt rufen. Das Problem ist nur, wenn der verdeckt zerstört wird, wird seine Fähigkeit nicht aktiviert. Ja, das Scheibenkleister. Wieso machst du das, Jackie? Jackie Boy. Okay, ist ja doch noch spannend, wenn er mir jetzt noch einen Strich durch die Rechnung macht bei Lichtschwerter, dann Prost Mahlzeit. Verdammt, mir fehlt nur noch ein Exodia-Teil und ich habe 3 Donnerdrachen im Deck und Glück gehabt. Glück gehabt. Na, Jackie Boy, was machst du jetzt, hm? Ja, zieh mal schön. Es wird dir eh nichts bringen, also aktiviert jetzt mystischer Weltraumtaifun oder schwerer Sturm. Nö, er macht nichts dergleichen. Im Gegenteil, er spielt weiter auf Zeit. Oh, das ist ein schwerer Fehler bei einem Exodia-Deck. Tja, Jackie Boy, du lernst wohl nie. Und ich habe gewonnen. Sind das alle 5 Teile der Exodia auf der Hand? Ich muss zugeben, bei Yu-Gi-Oh! Online 1 und 2 war das Sieg noch ein bisschen epischer. Da hat man Exodia noch in Aktion gesehen. Eine richtige Animation und so, aber hier, naja, was soll's. Wir haben trotzdem gewonnen. Ja, da kannst du dich ruhig mal aufregen. So, wir haben den auch besiegt. Wen können wir jetzt noch herausfordern? Wisst ihr was? Ich habe echt Bock mal gegen einen Kristallungeheuer der ganze Training mit dem Exodia. Das könnte lustig werden. Hey Ruby, was machst du denn hier? Hä? Sag mal, bist du nicht Jesse? Was, ich bin bekannt? Oh, danke Jesse. Ja, machen wir ganz schnell das Duell, wa? Ganz schnell nur für dich. So, Exodia ausgewählt. Eingelegt und verriegelt. Nee, Quatsch. Wie komm ich jetzt darauf? Eingelegt und verriegelt? Was war denn das? Irgendwie sagen wir das auch was von Anime-Serie, glaube ich. Nee, Moment mal, das war ja Power Rangers. Ups, sorry, bin ganz kurz mal ein bisschen abgeglitten. WTF, was ist denn das für ein Deck? Ein Deck, man, was ist für eine Starthand? Ja, Prost Mahlzeit, sag ich mal. WTF. Okay. Kacke. Vor allem Kombination mit das ist das Kacke. Komm, das kannst du nicht
spielen, hey. Ach komm, wisst ihr was? Just for fun. Ich mache ein bisschen auf Risiko, ich spiele Lichtschwerter. Ich habe noch in 2 Karten im Deck, mit der ich Exode zurückholen kann. Hoffe ich zumindest, dass ich die noch recht schnell ziehe. One for One hätte ich zwar spielen können, aber scheiß drauf. Es soll auch ein bisschen Spaß machen. Ich glaube, das war nicht klug. Hä? Der hat Baboon im Deck? What the hell? So Freunde, immer noch sind wir hier am Zug und ich spiele das erste Mal Toon Inhaltsverzeichnis, damit ich nicht irgendwie, wenn ich jetzt emporkömmender Goblin spielen würde, dass ich nicht aus Versehen da eine Toon-Karte ziehe. Das wäre ja fehl. Und da ich jetzt diese Karte gespielt habe vor allem, kann ich jetzt ein weiteres Inhaltsverzeichnis aus dem Deck holen. Deck fischen, wie auch immer. Bingo. Und das gleiche noch einmal, weil es so schön war. Und somit hole ich mir die 3. Zauberkarte aus dem Deck. Und unser Deck wird immer kleiner. So langsam, aber immer. Ja, immer langsam. Gut, und das ganz gleich nochmal. Das Inhaltsverzeichnis der Toons. Und damit rufe ich den Goblin-Angriffstrupp der Toons. Der Hintergrund, da der Kartenhintergrund links oben. 2 Goblins da. Ist meine Waffe, ist meine. Okay, was wollte ich jetzt noch machen? Genau. Ich spiele diese Karte, Emporkömmling der Goblin. Schon wieder. Überall Goblins. Ah, das kann aber sehr gut. Und jetzt noch Geschäfte mit der finsteren Welt. Tsching, tsching. Ich ziehe eine neue Karte und lege gleich auch eine ab. Hey, das läuft ja wie geschmiert, hey. Und jetzt mache ich das gleiche mit den Donnerdrachen, meine natürlich. Indem ich dessen Effekt aktiviere, kann ich 2 weitere Donnerdrachen aus dem Deck holen. Beziehungsweise bis zu 2 Karten. Und dadurch habe ich nur noch 22 Karten im Deck. Ja. Und eigentlich so der Kopf auf dem Friedhof und sonst noch 4 Teile da drin. Was die müssten ja bald mal kommen, war. Dann setze ich diese Karte verdeckt. Verdammt, das könnte ich Kampfzerstörung aber sehr gut gebrauchen, aber egal. Ein Monster verdeckt plus eine Karte. Und das war's in diesem Zug, Jesse. Jetzt lass du dir mal was einfallen. Jetzt bin ich echt gespannt, ey. Wie spielt der ein Kristallungeheuer-Deck? Spannung pur hier. Während das Spiel ein bisschen langsam lädt. Wow. Hat ja super viel mit einem Kristallungeheuer-Deck zu tun. Nein! Warte, Spiegels, verdammt. Meine Spiegel. Achso. Er holt antike Stadt, Regenbogenruine auf die Hand. Okay, kann man machen. Bin ich jetzt nicht so ein Fan von der Karte. Ja, Jesse, ich meine, so eine antike Stadt ist ja schön und gut, aber wie wär's mit Kristallungeheuern? Ja, da kommt's ja schon. Und direkt Saphir Pegasus ruft er, na, das kann ja was werden. Ja, und der Effekt wäre... Vor allem, wenn das Monster ruft, Bernsteinmammut. Ja, kann man... ja gut, also muss ich sagen, die Karte kann man hier eigentlich sehr gut spielen. Weil man ja, wenn man geschickt agiert, kann man recht schnell sehr viele Kristallungeheuer aufs Feld bringen. Ja, vor allem wenn man geschickt agiert. Und meine Uferschildkröte ist im Arsch. Leider. Natürlich aktiviere ich auch deren Effekt. Und hole eine weitere aus dem Deck. Damit ich, wenn auch nur einen ganz kleinen Kartenvorteil habe. Karte verdeckt, okay. Kann man ja auch machen. So, jetzt bin ich wieder am Zug. Ja, das musste ja kommen. Cyber Phoenix. Ich glaube, Freunde, ich muss noch ganz schön federn lassen. Wieso hat der Giacogira Panda wegen Ungeheuer bloß? Wenn der Mann zum Tipp Ungeheuer das kontrolliert, der Stelle auf den ganzen. Ja, aber so viel Ungeheuer hat er gar nicht. Kobaltadel ist bereits geflügeltes Ungeheuer, Topaz-Tiger ist ein Ungeheuer, aber
Rubinkarfunkel ist eine Fee, okay. Sonst, so viele sind es gar nicht. Sehr gut, Saphir Pegasus noch. Ja, wie gesagt, irgendwie Babun und so spielen, also sprich den da. Ach nee, manchmal war ganz was anderes. Den grünen Pavian, Verteidiger des Waldes zu spielen, kann man machen, muss man aber nicht. So, Cyber Phoenix, Angriffsmodus, muss leider sein. Wegen seinem Effekt habe ich ja schon mehrmals erwähnt. So, jetzt Schildkröten Verteidigungsmodus und dann warte ich mal ab, was der Alte da drüben macht. Hoffentlich was Kluges, also klug für mich natürlich. Nicht für ihn. Na, er greift an, das war ja typisch. Nein. Autsch. Au! Mann! Immer auf dem Blinddarm, gibt ihr wohl nicht. Und natürlich will ich auch deren Effekt aktivieren. Komm zu mir, Karte! Ja, ist wohl ein schlechter Scherz gewesen. Ich sag noch, komm zu mir, Karte! Und dann kommt so ein Scheiß. Okay, es dürfte wohl entweder Rubinkarfunkel sein oder Smart-Schildkröte, was anderes gäbe keinen Sinn. Ja, genau den habe ich gewollt. Ich habe gerade noch an die Karte gedacht und da kommt sie auch schon angeflogen. Den kann ich jetzt aber echt gut gebrauchen. Dankeschön. Das Herz der Karte ist mit uns, Freunde. Es ist mit uns, wie Yugi so schön sagen würde. Na, Jessilein, du altes... Jetzt willst du mir verarschen, oder? Weil flinker Momonga wollte ich ursprünglich auch mal im Kristallungeheuer-Deck spielen. Aber dann dachte ich, nö, belass mal ein Kristallungeheuer und vielleicht noch 1, 2 Cyberdrachen, weil es so schön ist. Aber ja. Kann man natürlich machen. Obwohl es für ein richtiges Kristallungeheuer-Deck, braucht es das überhaupt? Muss man überlegen, du hast zwar immer eine Karte auf dem Feld und zwar mit gemeinsam wird stark, ist natürlich keine so schlechte Karte-Kombination, aber trotzdem. Ja, hat er gar nicht angegriffen. Nein, du bist doch ein Arsch. Egal, du Lulu. Jetzt kann ich zwar angreifen, aber erstmal die Karte ersetzen, weil er sie jetzt verlieren möchte. Ja, wenn ich schon mal dabei bin, kann ich den noch rufen. Gibt mir ja auch Kartenvorteil, wenn man so will, oder? Und jetzt flippe ich den mal kurz in den Angriffsmodus. Weil ich so gut drauf bin, yeah! Und 5 neue Karten. So, jetzt muss aber langsam was kommen hier. Ja, es geht doch. Ach, verdammt. Ah, jetzt wollte ich gerade das Monster hier rufen, die magische Bibliothek des Königs, wegen den Zauberkarteneffekten, aber geht ja gar nicht. Merke ich gerade. Weil ich schon ein Monster diesen Zug gerufen habe, ich Trottel. Ja, aber trotzdem, die Karte muss jetzt noch raus. Lichtschwerter! Ich will nicht angegriffen werden, außer er hätte irgendwas dagegen. Oh, sein Saphir Pegasus wird der alter Falter. Der ganz schön Power war. So, aber wir sind ja auch nicht ganz untätig. Noch 11 Züge maximal und das Duell ist vorbei. Die Frage bleibt allerdings, wer wird gewinnen? Okay, Jesse spielt nicht mal so doof. Obwohl es mir doch ein bisschen strub vorkommt, dass er sein Kristallungeheuer-Deck so wenig auf Kristallungeheuer spezifisch spielt. Also ich meine, so eine richtige Kristallungeheuer-Karte, vor allem die Zauber-Befallen-Karten-Effekt, habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Ja, das spielt ein bisschen crazy. Aber egal, ist sicher effektiv, das kann man schon sagen. Nee, noch nicht, das spiele ich erst nachher. Dululu. Ah, die Reinkarnation. Na, ist doch super duper. Eine Karte reicht, sehr gut. Jetzt die beiden noch im Verteidigungsmodus. Ich hoffe mal um Gottes Willen, dass der nicht im Sinn hat, hier noch irgendwie, sagen wir eine Variante, dass der nicht im Sinn hat, hier ein Riesentribut, Tribunal, wie auch immer. Nee. Wie ist die Fallenkarte da, wo man alle Monster zerstören kann, sobald man ein Monster ruft?
Ich weiß gerade nicht, aber ich hoffe mal, er spielt gerade die Karten nicht, weil die kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Tschu. Ah, Riesenturner. Nee, Riesenturner hat er was auch nicht. Egal. Spielt keine Rolle. Ich ziehe jetzt eine Karte und gleichzeitig setze ich einen Zähler auf die magische Bibliothek. So, könnte ich machen, aber Sangan, nee, den auf den Friedhof zu werfen von der Hand her ist natürlich ein bisschen sehr doof. Ich spiele Krug der Gier, vielleicht habe ich noch eine Zauberkarte. Kann man nie wissen. Ja, noch eine Zauberkarte kann man nie wissen. Ist sowas in der Art. So, ich habe noch 2 Exodia-Teile im Deck und dann noch eines, sprich den Kopf der Exodia auf dem Friedhof. Und ich sehe gerade, die Zeit für diesen Part, für diese Folge wäre schon wieder zu Ende. Naja, beenden wir noch kurz dieses Duell. Und der macht einfach nichts. Ich merke aber gerade, die Lichtschwerter halten nicht ewig, ich sollte vielleicht ein bisschen beeilen. Oh, Schwerkraftbindung, die Karte wäre übel. Yep, wäre sie wirklich. So. Verteidigungsmodus. Dann aktiviere ich den Krug der Gier und ziehe eine neue Karte aus meinem Deck. Bingo! Jackpot! Geil! So, was kann ich jetzt noch machen? Ich will ja, dass er angreift. Ich habe eine Idee. Die Idee könnte komplett nach hinten gehen, aber ich riskiere es jetzt einfach mal. Und zwar setze ich jetzt Sangan in den Verteidigungsmodus. In der Hoffnung, dass er ihn nachher zerstört. Und spiele zugleich Monster Reinkarnation. Und werfe die Karte ab, die mich eigentlich vor Jessie retten sollte. Schwerkraftbindung. Aber so hole ich den Kopf der Exodia auf meine Hand zurück. Fehlt nur noch das linke Bein der Exodia und dann ist er fällig. Maximal 6 Züge noch und das Duell ist beendet. Yep. Es ist nicht auf dem Friedhof, das ist sehr gut. Also im Grunde genommen müsste jetzt noch Sangan zerstören, ich habe bereits gewonnen. Aber ich sage jetzt im Grunde genommen, es kann auch so vieles passieren. Im Grunde genommen, nee, ich habe wirklich schon gewonnen. Er hat so viele verdeckte Karten schon gesetzt, er könnte so nach Monster rufen, aber irgendwie der Zauberfall kann aktivieren, kann auch nicht mehr. Und jetzt ziehe ich das letzte Teil der Exodia. Nö, nicht ganz. Ich ziehe ausgerechnet die Karte. Leute, damit kann ich das Duell beenden. Okay, mache ich ja schon. Ich spiele schwarzes Loch und schicke alle Monster auf dem Feld auf den Friedhof, weil ich gerade mal so lustig drauf bin. Sangan! 2 Cyberphönixe, die kommen sowieso wieder zurück, oder? Ich meine, ein Phönix, der lebt doch immer wieder. Und noch ein paar andere Monster. Und auch Saphir Pegasus muss dran glauben. Gleich, wieso kommt der zuletzt? Achso, deshalb. Und Sangans Effekt wird aktiviert, dadurch negiert er gerade meinen Effekt. Achso, nee. Oh, ich dachte schon, er würde meinen Effekt negieren. Alter Schwede. Ja, und ich rufe das linke Bein der Verbotenen. Und damit habe ich alle 5 Teile der Exodia auf der Hand und gewonnen. Oh yeah, ist das geil, der erste Sieg gegen Jessie. Ja, und damit ist das Duell schon wieder beendet, Freunde. Ich bin so aufgeregt, ja, ich auch. In der nächsten Folge geht es dann mit unseren Decks weiter. Ich habe es euch jetzt vorgestellt, von Synchro, allem möglichen, was wir da so haben. Kann ich nochmal kurz zeigen. Vorausgesetzt, das Spiel stürzt nicht gleich ab. Nö, es bleibt, es ist sehr schön. Deck ändern, was haben wir hier alles? Wir haben das Exodia-Deck, das ihr gerade in Einsatz gesehen habt. Wir haben das Kristallungeheuer-Deck, das ihr auch schon in der letzten Folge gesehen habt. Das finstere Welt-Deck von den ersten 2 Folgen dieses Online-Let's Plays. Und natürlich das Synchro-Deck, das altbekannte. Was aber inzwischen auch ein bisschen geändert wurde. Ich denke mal, in der nächsten Folge geht es damit weiter mit Synchro, mit finsterer Welt. Kristall und Exodia auch, abwechslungsweise. Und wer weiß, vielleicht werde ich mir sogar noch ein verbotenes Deck machen. Wieso verboten? Naja, ich könnte doch theoretisch mal die Regeln ändern und unlimitiert machen. Dann könnte ich alle Karten spielen, die es gibt. Also auch die verbotenen Karten. Wie zum Beispiel ganz übel, sag's mal an, dankeschön, den schwarz glänzenden Soldaten.
Oder auch den Chaos Imperator Drachen. Hallo, kommst du mal? Hallo! Spiel, geht doch. Oder auch den dunklen Magen des Chaos. Und es gibt so viele Karten, die inzwischen verboten wurde. Und so merkt es mit Top Gear zum Beispiel. Ey Leute, stellt euch mal ein Exodo-Deck vor, wenn ich hier die verbotenen Karten spielen dürfte. Alter Falter. Oh, die Karte vor allem. Die Crash-Fallenkarte, die brauche ich unbedingt in einem verbotenen Deck. Also, wie es weitergeht, das in der nächsten Folge von Yu-Gi-Oh! Online. In diesem Falle vor allem Yu-Gi-Oh! Duel Accelerator. Bis dann, zum nächsten Mal, wenn es heißt, es ist Zeit für ein Duell.